Wir werden diese zwei Gesetze matstimmen. Die offizielle Erklärung betont die Erweiterung von den Missionen, die große Komplexität von den Produkten, die europäischen und internationalen Aufforderungen, sowohl Investitionen in IT-Infrastrukturen als qualifiziert Personal. Das ist richtig. Es ist aber auch richtig, dass das Budget vom Bankenkontroll der CSSF und vom Assurancekontroll dem CAA seit Jahren wachsen, weil sie immer mehr Aufgaben kriegen. An der reale Grund ist aber an der offiziellen Erklärung verstoppt. Der Grund ist die explosionsartige Zunahme von Regulationen aus der EU, aus Brüssel, für allem missionsfreien Regulationen. Ich habe das selber miterlebt, weil ich an den Sektoren geschafft habe. Erstens, leidet die Industrie wirklich drin. Sie muss viel Zeit, Energie und investieren, für EU-Direktiven zu implementieren, sowohl IT, neue Prozeduren als auch Formationen und dann noch Leute bezahlen, die sich darum kümmern. Aber was wir an diesem Kontext nicht vergessen sollen, wir stimmen zwar das heutige Gesetz für das CSSF und der CAA Steuersünden zu gehen, für zu funktionieren, mit der Gros können aber von der Industrie selber durch Taxen. Das heißt, sie bezahlen also am Fongol doppelt. Und das ist besonders deprimant, wenn sie für etwas bezahlen, was ihrer Meinung noch Taxen, also den Experten vom Regulator selber nicht sinnvoll ist. Zweitens habe ich Evaluationen gesehen, wie zum Beispiel die Assurancekontrolle CAA immer mehr von ihrer Kernmission aufgelenkt ist. Früher als sich quasi ausschließlich darauf fokussiert gehen, zu kontrollieren, ob eine Assurance gut geriert wird und ob genug Reserven da sind, für die Schäden zu bezahlen, auch wenn sie nicht mehr einkehr alle 100 Jahre vorkommen. Heute ist es ernst. Ein gutes Beispiel ist die Integration von den ESG-Kriterien Umwelt, Sozial und Governance an den potenziellen Kader. Seit 2020 verpflichten EU-Direktiven die Assurancegesellschaften Nachhaltigkeitsrisiken an ihrer Risikogestion, ihren Investitionen, ihrer Governance von den Produkten, also die Beratung von den Klienten mit anzubauen. Die Gesellschaften müssen laut DSG-Präferenzen von den Assurierten evaluieren, ihre Produkte darauf anpassen, an über den klimatischen Impact von ihrem Portfolio rapportieren, an das Ganze am Kader vom Green Deal, wo es oft in den Experten überhaupt nicht klar ist, was da genau zu machen ist, ob das wirklich auch sinnvoll ist. Diese Aufforderungen transformieren die Rolle des Superviseurs fundamental, und ich gebe behaupten, dass viele von den Mesuren auch nicht für die Umwelt machen. Das geht zum Beispiel um ein Phänomen Greenwashing, wo probiert wird, etwas als Green zu verkaufen, nicht mehr für Direktiven anzuhalten. Es ist Zeit, vorzustellen, muss der Assurance-Superviseur ein Akteur von der ökologischen Transition sein. Riskieren wir nicht durch die ständige Erhöhung von der regulatorischen Last Kompetitivität von unserer Finanz- und Assuranceindustrie in Europa zu schwächen. Wir auch bei der CSSF, wir stimmen heute nach dem Gesetz, wo Quoten angefordert gehen bei großen Firmen, und auch das muss CSSF nicht kontrollieren, nicht eine weitere Auflenkung von der Kernmission. Die Banken- und Assurancekontrolle müssen die ideologischen Ziele von den Politikern implementieren, und das lenkt DAX von ihrer Kernmission auf. Eine effektive Reglementation muss fokussiert, proportioniert und auf den Schutz vom Konsumenten zentriert bleiben. Der Draghi-Rapport geht an die Richtung, an die neuen Omnibus-Direktiven auch. Wenn wir das Budget vom Banken- und Assurancekontrolle an den nächsten Jahren nicht reduzieren können, dann wären die Initiativen erfolgreich. Merci für Ihre Aufmerksamkeit.